Und wieder einmal ist es Zeit für ein Duell, Freunde, hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Bereits der zweite Part und ihr seht schon, wir sind hier noch beim Gebiet auswählen, aber immer noch leider lediglich beim ersten Gebiet, sprich bei Eingang zu Yggdrasil. Denn wir haben im letzten Part erstmal nur das erste Match noch geschafft. Und gucken jetzt mal, wie weit wir in diesem Part kommen. Da mal gucken, ja, fortfahren und wo bin ich ungefähr? Eben an der gleichen Stelle, war. Hier bin ich da unten, gut. Ich habe allerdings dummerweise 0 AP, sprich, wir müssen nochmal ganz kurz da das AP-Roulette schwingen und hoffentlich 1. Das war ja toll. Ja, noch einmal. Schon besser. So, die Frage ist, wer ist jetzt unser Gegner? Ist es der Polizeityp da unten oder ist der Gefängniswärter oben? Ja, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. War das der eine Krauser? Nee. Ach, Yu-Gi-Oh! 5 ist bei mir schon eine Weile her, muss ich ganz klar zugeben. Naja. Gleich mal gucken, welcher war jetzt stärker, glaube der obere, weil der hatte irgendwie so ein Kettenmonster-Deck, daran erinnere ich mich noch. Das war vielleicht übel. Zetsu, Trutch war das, genau, und der ist der Chef. Genau, okay, Gefängniskate, das war übel. Okay, mach zuerst mal den hier. Wow, sicher jetzt, wieso Level 4? Hä? Der hat doch im Anime gar nicht so ein starkes Deck. Wir testen mal. Ja, wie sieht's aus? Möchtest du dich mit mir duellieren? Ja, dann mal los. So kann ich mir da zeigen, was ich drauf habe. Los, Zeit für ein Duell. Ja, wie immer, Zeit für ein Duell. Also gut, Ene Mu und raus bist du. Also nehme ich diesmal Schere, Stein, Papier. Zack. Bingo. Die Frage ist, was mache ich jetzt zuerst? Ich denke mal zweiter, wa? So, Michael versus Tetsu Trutch. Time for duel. Los, duelliere mit mir, du Schwächling. Ja, ist ja schon gut. Voll aggressiv, ey. Mal gucken, okay, der Elfenschwertkämpfer schon mal sehr gut, weil er ein starkes Monster hat. Tja, jetzt wünsche ich, wäre zuerst dran gewesen. Mit der Start dann wäre jetzt ein Anfangsstart besser gewesen. Mit 3 verdeckte Karten ist der ihre? Alter Schwede. Okay, gut, wie du so willst, Trutch. Das kannst du haben, ich ziehe. Revolverdrache. Muss aber 2 Monster opfern, das ist ein bisschen doof. Na, Monster kontrolliert. Der Effekt ist zwar gar nicht mal so übel. Geht ja mittlerweile auch besser. Da habe ich mir noch ein anderes Monster, das muss man sogar nur ein Monster opfern. Aber gut, das dann später. Ich teste ihn mal, wa? Mal gucken, was er drauf hat von der Strategie. So, erstmal einen monsterverdeckten Verteidigungsmodus und dann noch 2 Karten verdeckt. Nur für dich, Trutch, nur für dich. So, das war's von meiner Seite. Ja, jetzt bist du wieder dran. Oh je, Leute, das kann ja übel werden. Was hat er wohl noch für starke Monster? Ich sehe, er kein Synchro-Monster. Er spielt auch ein Fusionsdeck. Was macht er jetzt? Was? Torwächter? Nee, Moment. Sie ist anders. Torwärter, wollte schon sagen. Bist du ein schwacher... Moment mal. Hallo als Kopf. Wieso kann ich nicht... Ja, er verliert Lebenspunkte. Und ich bin ein Schwächling. Moment mal, wieso konnte ich da nicht meine Fallenkarte aktivieren? Hallo? Ich hatte Fallgrube gesetzt. Muss doch... Habe ich da gerade vorhin... Moment mal kurz. Ja, ganz kurz ziehen. 4 verdeckte Karten, was macht der Trottel? Hat er echt ein Monster geopfert, um das zu rufen? Ein 5-Sterne-Monster mit 1500 Angriffspunkten, 1800 Verteidigungs... Kein Effekt. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein schwaches Monster gesehen. Nee, jetzt mal. Ein unzerstörbarer Mechanoid. Erschaffen nur, um die Tore zu überwachen. Torwärter. Der Torwärter ist ein bisschen stärker. Aber was war denn das vorhin für ein Monster? Blocker. 1800 Tiefen, ganz schlecht. Was war eigentlich damit? Hier, Fallgrube. Ein Monster. Ja, wäre es doch. Hätte ich, warte mal ganz kurz. Irgendwas stimmte gerade nicht. Optionen. Duelleffekte, Bestätigung anzeigen, Aktivierungsbestätigung anzeigen, alle aus. Ich glaube, das war das gemeint. War es selbst ein? Jetzt die Frage, was mache ich jetzt hier? Was ist besser? Und ich habe das deswegen, aber es irgendwie alle aus. Selbst aus.
Machen wir selbst einfach, klappt es jetzt wieder. Also natürlich schon ein bisschen doof, wenn ich da irgendwie keine Fallenkarte mehr aktivieren kann. Muss man da irgendwie eine Option falsch gesetzt haben. So, eine Karte verdeckt, das ist schon mal sehr gut. Aber ich kann noch nichts rufen. 1500, verdammt, so kann ich auch den nicht rufen. Elfenschwertkämpfer, obwohl... Verstärkungen. Nächstes Mal so riskant. So, Alter, dann wende schon mal meinen Zug wieder. Ein bisschen so riskant, Leute. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt angreifen würde und ja irgendwie was dämlich kontert, hätte ich ein aktuell besseres Angriffsmonster geopfert. Für nichts und wieder nichts. Da wartet lieber noch, bis er da... Ja, toll, 5 verdeckte Karten, ist dann schlecht. Nee. So, bis jetzt stimmt's noch. Dann ziehe ich mal wieder. Ah, das sieht schon mal sehr gut aus. Der plündernde Captain. Na dann. Ich rufe dich im Angriffsmodus. Dazu aktiviert man natürlich eine besondere Fähigkeit und rufe den Elfenschwertkämpfer ebenfalls im Angriffsmodus. Ne, das bitte nicht. Tada, eine Karte von Yugi übrigens. Gut, das mache ich jetzt. Natürlich viel zu viel Verteidigung, das ist ganz klar. Ich könnte jetzt allerdings bereits mal meine Zauberkarte aktivieren. Drachenseelenschwert. Die Frage ist für wen? Für ihn oder für ihn? Dann kann ich, wenn das Monster mehr hat, ich aktiviere mal meine Zauberkarte Drachenseelenschwert und rüste mich meinen plündernden Captain aus. Oh yes, oh yes. Nö, damit warte ich noch. Sehr schön. Also dann, Zeit für die Battlephase. Dein Monster ist hinüber. Tschüss. Captain, greif seinen Torwärter an. Attacke. Was kommt jetzt? Was ist für eine Karte? Was ist für eine Karte? Moment. Lass mal gucken, was für eine Karte ist. Sicherheitskugel. Wird dies nur mit den Gegner mit einem Monster angreifen? Ja, Jetzt die Frage, weil Verteidigungspunkte hat er 400 bloß. Okay, muss ich fast. Das kann übel sein, das kann zu früh sein. Riskier's! Ich aktiviere eine Fallenkarte. 7 Werkzeuge des Banditen. Das kostet mich zwar 1000 Lebenspunkte, aber dafür ist der Effekt einer Fallenkarte negiert. Und Tschüssikowski. Jetzt bist du am Arsch. Arsch, sag Tschüss. Was? Nein! Verdammt! Der kann ich doch noch, der gibt doch 800 mehr Defense, oder? Moment. 700 bloß. Moment, ich habe 2500. Verdammt, das reicht nicht. Nein, ich verliere Lebenspunkte, Kacke. Oh. Das wird wehtun. Verdammter Mist. Ja, ist klar. Okay, du hast gewonnen. Ich bin mal meinen Zug fürs Erste. Der Nervensäge liegt schon weit hinten. Naja, weit ist übertrieben, aber liegt schon ein gutes Stück hinten. Komm schon, greif an, du willst es doch, ich spüre es. Was macht er jetzt? Ich vernichte dich. Was? Ist er das Monster? Hä? Wieso gerade das an? Das hat der... Moment mal, der will mich gerade verarschen. Der will mich verarschen. Ja, das kitzelt. Hä? Was soll das bringen? Oh. Ich muss auch noch so blöd fragen. Was ist Orikalkos? Die Karte gibt's echt? Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich gucke gerade noch aktuell den Anime dazu noch und bin gerade bei der Orikalkos-Saga und deswegen... Autsch. Muss immer so ein Grobian sein, Menno. Das ist echt Orikalkos Schuneros? Man muss ganz kurz mal gucken. Das spielt Orikalkos-Karten, ich glaube Spinne. Orikalkos Schuneros, tatsächlich. Mal 2000. Wieso ist jetzt so der Schwä? Also im Anime war ein bisschen stärker. Diese Karte kann nicht normal schon eingesetzt werden. Dann kann verschert. Und diese Karte an der Hand. Spezialbeschwörung, diese Karte erhält. Tastenangriff mal, dann sind ein Monster auf der Spielfeldzeit deines Gegners. Ah! Was können offene Monster?
Achso, jetzt wahrscheinlich ein Angriffs... Ja, aber weißt du was? Tja, Twatsch. War schön mit einem Orichalcos Schunerosa, aber den Trick kannst du dir an die Backe schmieren, Alter. Du bist noch bei weitem nicht so stark wie Darts und deswegen kommt hier meine Zauberkarte Spalt. Tschüss. Nein, bitte nicht. Geht doch. Haha. Arsch. So, jetzt hast du mal endgültig, hey. Felsenkrieg, Angriffsmodus. Ich will jetzt mal so eine Orichalcos-Karte spielen. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt gibt. Jetzt mal ernsthaft, ich dachte, die Orichalcos-Karten... Also, dass es Siegel von Orichalcos nicht wirklich gibt, weiß ich ja. Ach nö. Nein, bitte nicht. Nein, da ruft ein Monster von seiner Hand. Ja, toll, ich kann nur eine wählen. Ist das ein Monster? Bitte kein starkes. Oh, geht er noch. Oh ne, er hat eine spezielle Fähigkeit, bitte nicht. Was kann denn der? Folgender Jäger, wenn Monster gehört wird. Ach so. Doch, das geht schon. Kein Problem. Zuck. Greif an, komm schon. Jep, jetzt aber. Es wird Zeit für eine Fallenkarte. Verstärkungen. Tja, damit kriegt mein Monster satte 500 Angriffspunkte dazu. Ciao, ciao. Oh, Kacke. Was ist das gerade? Was ist das gerade? Mit Felsen beworfen worden, ist klar. Als ein Erdmonster war oder wie? Ja, wie bereits erwähnt, ich dachte immer, dass irgendwie Orichalcos kann. Das Sieg von Orichalcos gibt es wirklich nicht, aber dass es der Orichalcos Schuneros gibt. Wusste ich jetzt echt nicht. Sind die Karten mal produziert? Also, vielleicht gibt es die auch noch im Spiel und über dem Training Card Game gar nicht produziert, kann natürlich raus sein. So, wieder mal Gleichstand, Twatsch. Was sagst du denn dazu? Du Arsch mit Ohren, so. Damit ist schon mal wieder mein Zug beendet. Jetzt bist du dran. Alter, ich bin voll überrascht, hey. Orichalcos Viecher spielen, glaubst du auch. Mach's nur, bringt nix. Komm schon auf den Angriffsmodus. Los will ich mit mir! Suchschläger! Das war ein Fehler, Twatchy Boy. Denn jetzt habe ich wieder meine Fallenkarte, die mächtige Fallgrube. Und sagt ein Monster schon mal Tschüssikowski. So viel dazu. Tja, Twatsch, was jetzt? Oh, scheiße, ich kann nichts mehr. Mit meinem Zug. Ja, ist klar. Jetzt bin ich dran und ich ziehe hoffentlich eine Zauber der Fallenkarte. Yep. Wait mal. Was ist das für eine? Wahrscheinlich Umkehr. Wenn ein Monster mit 1000 weniger Angst in einen Friedhof und beschwört sagen, spezifischen Angriffsmodus. Was ist überhaupt so ein Monster? Er hätte mich auch gewundert. Okay, die Fallenkarte bringt gerade gar nichts. Ist aber auch nicht so wild und so schlimm. Im Gegenteil, was aber jetzt Suchschläger. Tja, war ein netter Versuch, Kumpel, aber bringt bei mir nichts. Zumindest jetzt noch nicht. So, Felsenkrieger, direkter Angriff. Auf Twatchs Lebenspunkte. Und er kann nichts machen. Feldschlag. Du kleine Flasche. Naja. Du altes Großmaul, also gar keine Chance, ey. Vor allem, wenn meine ausgebildete Elfenschwertkämpfer angreift. Sayonara, was? Schon wieder Felsen? Na, weil ein Erdmonster ist nur. Das gibt's nicht. Tja, Twatchy Boy, du hast schon bald verloren, du weißt bloß noch nicht. Und mein Zug ist damit beendet. Haha, er ist am Arsch. Bloß noch eine Karte, die er nicht spielen kann und zumindest mal versuchen kann zu spielen. Oh, oh, oh. Er macht spannend, der kleine Twatchy. So, Leute, was mache ich jetzt? Kann natürlich meinen... Ah, okay, ein neues Monster gezogen. Man natürlich kann jetzt natürlich versuchen, meinen Pistolendrachen zu rufen. Das Problem ist, was mache ich, wenn seine verdeckten Karten mein neues Monster zerstören? Natürlich mein Aufruf ein bisschen fehl. Ah, der gebieterische Ritter. Sehr gut, sehr gut. Dann wollen wir mal. Ich rufe meinen gebieterischen Ritter im Angriffsmodus und verschaffe so meinem Elfenschwertkämpfer noch ein bisschen Spezialangriffspunkte, wa? Bingo. So, da gehen wir in den Verteidigungsmodus wieder. Ein bisschen lieber sicher. Also dann, Elfenschwertkämpfer, greif sein verdecktes Monster an. Attacke! Drachentruppen, Sayonara.
Ja, ich weiß, ich kenne die besondere Fähigkeit davon. Ist mir nichts Neues. Drachentruppen, Verteidigungsmodus ist doch lame. Das bringt eh nichts, Kumpel. Ich habe viel zu viele und zu starke Monster auf dem Feld. Ciao. Und wieder mal gehen sie down. Wusste eine dritte noch im Deck? Ha, wusste doch keine mehr. So, mal gucken, was ist das für Karten im Deck. Schon der Verteidiger, okay. Notreserve, Naja, ein paar Synchromonster. Empfänger, klar, aber keine Synchromonster, ist logisch. Oh, Stahlkäse, ganz schlecht. Er hat teilweise noch ein paar coole Karten im Deck, aber im Großen und Ganzen ist auch der für uns... Ja komm schon, Cyber Commander. Tristan lässt grüßen. Oh, Metallwächter? Naja. Nee, komm schon, im Großen und Ganzen ist der gar kein Problem für uns. Gleich haben wir ihn. Ja. So, Twatch, du bist da dran. Mal schauen, was der noch so drauf hat. Ich bezweifle, dass der noch eine große Gefahr für uns ist, aber ihr wisst ja, das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. So, sind bereits im 13. Spielzug. Oh, noch eine verdeckte Karte. Alter Schwede, das kann natürlich jetzt übel werden. Dann hoffen wir mal, dass ich eine gute Karte ziehe. Karate-Man, wieso nicht? Vor allem kommen wir dazu natürlich mit der Fallenkarte. Könnte unser Karate-Man noch einiges einbringen, doch zuerst einmal wird jetzt mein tapferer, ausgebildeter Elfenschwerkämpfer angreifen, und zwar Schwarz Lebenspunkte auf direkte Art und Weise. Unmöglich! Impossible! Nichts ist unmöglich! Yu-Gi-Oh! Ja, mal, die Logik ist anders, aber egal. Gebieterischer Ritter, beende das Duell! Nein, wie konnte ich? Nein, sie mich Mina niemals lieben, scheiße. Wir haben gesiegt! Boah, Leute, hey. Gar nicht mal so übel, also man... Ja, natürlich ist unser Deck nicht gerade das Beste, was es auf der Welt gibt, aber trotzdem, es ist gar nicht mal so übel. Oh, kein Bonus, ja, na gut, Bonus nur für Kampfschäden, toll. Aber neuer Bonus und so? Leider Gottes nicht. Wow. Ich habe verloren, erstmal sieht das anders aus. Tschüss. Cool. Okay, kann noch 2 Felder bewegen, wie es aussieht, dann mal gucken. Tenshin Nagi? Nee. Was machst du überhaupt? Kannst du uns heilen oder wie? Halt doch wieder runter. Hä? Geht gar nicht. So, 1, nochmal bewegen. Komm schon wieder aus. Special-Feld da unten. Wieso kann ich nur zu ihm? Da hoch könnte ich noch. Okay, aber wieso kann ich nicht runter? Naja, gehe ich mal zu Tenshin Yanagi. Hä, ziemlich intensiver Ausdruck. War scheint ein ernsthaft Duell zu sein. Ich freue mich drauf, dich in Usain-Duell zu erleben. Hey. Okay, cool, Kumpel. Und dann nochmal das AP-Roulette. Wie kann ich jetzt gehen? 3 Felder. Alles klar, bewegen. Wohin geht's jetzt? Gegenstände, Roulette 1. Zählen Sie nach den bestimmten Konzentrierungen am Roulette. Ein grünes Objekt. 600 DP erhalten. Ganz geil. Wisst ihr was, Leute? Ich hätte irgendwie Bock drauf, gegen den Typen da oben anzutreten. Da habe ich jetzt irgendwie den Kettenmeister ganz großen Bock. Deswegen ganz kurz noch zwischenspeichern. Kann nie schaden, nicht wahr? Und direkt wieder rein. So, von der Zeit sind wir eigentlich bereits durch wieder. Wow, ein Duell pro Paar. Das wird lange dauern. Ne, komm schon, schaffen wir noch. Bewegen. Noch ganz kurz in das Deck hineinschnuppern. Das müsste noch klappen. Zuck, zuck. AP-Roulette, wie viel gibst du? Und 2. Alles klar. Leute, wird Zeit für ein Duell mit dem Chef persönlich, mit der Gefängniskette. Was schlagen wir hier mit Solid-Abschirm rum? Da steckt Yusei Fu dahinter. Was ist los? Was guckst du so? Wir sind in diesem Abschirm eben befreundet, wa? Was ich in deinen Augen? Was guckst du so? Du machst mich echt wütend, Alter. Du willst um eine schnelle Erlösung bitten. Kannst du haben. Die stammt doch in Grund und Boden. Naja. Bei dem Volumen kein Wunder. So, Schere, Stein, Papier. Ich wähle mal die gute alte Schere.
Zack, was ich für ein Glück habe. Okay, ich fange diesmal an und es ist wieder mal Zeit für ein Duell. Michael gegen den Chief persönlich. Boah, gegen Arschloch wie dich kann ich nicht verlieren. Ja Mann, ich will dich platt machen. Versuch's doch. Oh, geil, das Wien ist ganz geil. Aber den nehmen wir noch für später auf. So, dann zieh ich mal. Und was habe ich für Schönes? Oh, mal ganz cool. Was ist ein Side-Effekt schon wieder? Wenn diese Karte als Angriffsziel, Moment, ich lese es gerade für mich vor. Gewählte kannst du bis zu 3 oben kann das Text auf den Friedhof liegen, dieser Karte bis zur Endphase und wieder dieser Karte zu geben. Ja, ja, der Effekt ist heikel, aber gut. So. Alles klar, Chiefy Boy. Jetzt mal eine Karte, ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus und eine Karte noch verdeckt. Jetzt bist du dran. Dann sag mal, was du drauf hast. Tun wir doch gar nichts, weil das ist Level 3, komm schon. Schaffen wir doch locker. Oh, bitte was? Oh oh. Das wird wehtun! Aua! Ich hab's doch gefühlt! Was war das gerade? Lähmende Kette? Wieso? Wieso will der mich lähmen? Ja, und was jetzt? Stahlkäfiges Alter ist klar. Alter, was ist denn ein Zauberdeck? Oh je, Leute, der Typ nervt mich jetzt schon. Defense Block. Okay, was macht gegen die dreifache Kombi hier? Das heißt, das geht so auf dem Feld, man kann nicht angreifen. Ja, das ist normal. Was ist das hier? Giftkette. Wenn du eine M-Phase eines Spielzugs, was du angegriffen hast, kannst du deinen Gegnern die oberste Kannenhöhe der Anselofner. Okay, haben wir momentan noch gar keine. Wenn Karten vom Deck des Gegners durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt werden, füge deinem Gegner 300 Schaden zu. Alter Schwede, Leute, das sieht ziemlich übel aus. Ich kann nur hoffen, dass er keine Monster auf der Hand hat, in den nächsten 3 Zügen keine zieht. In den nächsten 2 Zügen natürlich, weil sonst könnte es übel werden. Alter Schwede, gut, momentan liege ich natürlich nach vorne. Habe immer ein Monster auf dem Feld und kann natürlich noch ein paar rufen. Trotzdem, das sieht alles andere als cool aus. Und deswegen wollen wir mal sagen, geht's dann im nächsten Part hier weiter bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Und ja, vielleicht werden wir die Strategie des Chefs durchbrechen können oder wir werden klang- und sanglos untergehen. Oh je, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.